Ihr Derivateportal eniteo.de präsentiert Ihnen Eniteo TV. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Eniteo TV. Heute mit einem technische Analyse Spezial. Denn der Markt, so scheint es, legt nach 12 starken Wochen eine kleine Pause ein. Und jetzt heißt es, Ruhe bewahren und den Überblick zu behalten. Das sind die Themen dieser Sendung. DAX, sollten Anleger jetzt Gewinne mitnehmen? Ausblick, stehen wir vor einer Korrektur? Und Branchen, welche Sektoren sind besonders gefährdet? Über diese Themen spreche ich jetzt mit Armin Kremser. Er ist technischer Analyst bei der DZ Bank. Herr Kremser, der DAX hat seit Oktober mächtig aufgeholt, zuletzt sogar über 7.100 Punkte gesprungen. Jetzt wird die Luft natürlich dünn. Hat diese Rallye, die wir gesehen haben, noch Potenzial oder sollten Anleger doch lieber Gewinne mitnehmen? Ja, schönen guten Tag, Herr Damm. Ich würde zunächst einmal sagen, Letzteres. Wir haben in der Tat eine tolle Rallye gesehen. Es war eine grandiose Rallye in den letzten Wochen und nach charttechnischen Maßstäben ist der Aufwärtstrend auch immer noch als völlig intakt zu bezeichnen. Aber wir haben ja vor einigen Tagen bereits die 7.200 Punkte Marke im DAX erreicht und bei 7.200 Punkten da ist so eine Art Deckel auf dem Markt drauf. Charttechnisch gesprochen ist da ein wichtiger Widerstand, der unter anderem noch aus dem Jahr 2008 stammt. Also eine recht hohe Hürde für weitere Kursgewinne. Wir sehen hier erst einmal kein Durchkommen. Man muss insgesamt auch sehen, dass wir mit dem synchronen Überspringen der 7.000 im DAX, der 10.000 im Nikkei und der 13.000 im Dow, dass da auch sentimenttechnisch einiges passiert ist. Viele Anleger, die bis dato noch nicht dabei waren, haben dann diesen Sprung über diese wichtigen psychologischen Hürden genutzt und haben ihre Untergewichtung zurückgefahren, haben in den Markt investiert, haben gekauft. Und dadurch ist es natürlich jetzt auch so, dass die Skepsis, die wir zuvor im Markt hatten, verflogen ist. Wir haben jetzt eigentlich eine gehörige Portion Optimismus im Markt drin. Und dieser Optimismus, der ist natürlich insofern schädlich, als dass man da sagen kann, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer jetzt halt eben wieder investiert ist, gekauft hat und damit in der Zukunft weitere potenzielle Nachfrage natürlich ausfällt. Und insofern sehen wir jetzt weitere Kurssteigerungen als eher unwahrscheinlich an. Das heißt, wir müssen uns einstellen auf eine Korrektur, möglicherweise auch eine längere Korrektur? Ja, in der Tat. Was der Markt momentan noch auf der Habenseite für sich verbuchen kann, ist die einfache Tatsache, dass wir aus charttechnischer Sicht noch keinen Top-Bildungsprozess durchlaufen haben. Dennoch halten wir die Luft momentan für recht dünn. Die länger laufenden Aktienmarktzyklen, also der Vierjahreszyklus und der Dekadenzyklus, die signalisieren uns ein sehr schwaches Q2 und wir stehen ja momentan an der Schwelle zum zweiten Quartal. Und da halten wir momentan die Annahme für gerechtfertigt, dass die Märkte hier in eine stärkere Korrekturphase eintauchen. Aber für diese Annahme bedarf es natürlich der charttechnischen Bestätigung. Die wäre zum Beispiel im DAX gegeben, oder ein erster Schritt dahin wäre gegeben, wenn wir die 6.970 Punkte Marke nach unten wieder durchbrechen würden, beispielsweise im Dow wieder unter die 13.000 fallen würden oder auch im S&P 500 unter die 1.380. Ein weiterer Aspekt, der hier zur Vorsicht mahnt in Richtung Korrektur, ist, dass wir sukzessive jetzt einen Rückgang der sogenannten Marktbreite gesehen haben. Es ist so, dass in einer gesunden, stabilen Aufwärtsbewegung eigentlich im Grunde genommen mehr oder weniger alle Sektoren und Einzelaktien daran partizipieren. Und je näher es zum Ende dieser Bewegung geht, je näher es zum Ende dieser Hosse geht, desto selektiver wird der Markt. Er wird eigentlich von immer weniger Sektoren bzw. Einzelwerten getragen. Und dieses Phänomen können wir momentan genauso beobachten. Wenn wir mal einen Blick auf die US-Indizes werfen, einen Vergleich zwischen den Dow-Industriewerten und den Dow-Transportwerten, ist ja so im Rahmen der Dow-Theorie, dass sich beide Indizes auch immer gegenseitig bestätigen sollten. Aber wir haben aktuell hier eine sogenannte negative Divergenz vorliegen. Das heißt, der klassische Dow Jones Index, also die Industriewerte, haben ihr 2011er Hoch schon überwunden. Und die Transportwerte sind noch ungefähr 6% unter dieser entsprechenden Marke. Also hier eine ganz klare bärische Divergenz. Und wenn wir die Situation vergleichen mit dem Sommer 2011, da kann man auch gut sehen, dass eine solche Divergenz eben auch im Vorfeld der Herbstkorrektur damals so stattgefunden hat und ist also zumindest als ein sehr ernstzunehmendes Warnsignal zu interpretieren. Auf der anderen Seite
Da sehen wir aber nicht mehr so einen ganz harten Einschlag, wie es beispielsweise eben 2011 passiert ist. Dieses Tief, was wir markiert haben im Oktober, das sollte eigentlich sollte längerfristige Natur sein, bei 5.000 Punkten damals, in etwa so wie die Tiefs im März 2003 oder auch im März 2009. Wie gesagt, wir erwarten jetzt nicht mehr, dass die Märkte so dramatisch fallen, keineswegs. Was wir momentan für realistisch erachten, ist aber immerhin ein DAX-Rückgang auf 6.500 Punkte. Und dort liegt dann auch eine sehr starke charttechnische Unterstützung. Jetzt hatte ich ganz genau zugehört bei den Branchen, die sich so zuspitzen, wo die eine oder andere Branche dann durchs Raster fällt beim Weg nach oben. Geht das auch beim Weg nach unten? Gilt das auch? Sind da Branchen, die besonders korrekturgefährdet dann sind? Ja, es gibt natürlich in jeder Marktbewegung auch immer die Anführer und die Nachzügler. Momentan sehen wir den Automobilsektor als sehr gefährdet an. Hier haben wir teilweise schon sehr starke Indizien, die in Richtung Top-Bildungsprozess hindeuten. Also dieser Sektor ist aus unserer Sicht relativ überhitzt. Der soll jetzt auch nur stellvertretend genannt werden für eine Reihe weiterer zyklischer Branchen. Aber in diesem Sektor ist es eben besonders auffällig. Auf der anderen Seite haben wir eine gesunde Bewegung noch bei den Finanzwerten, sprich Banken und Versicherungen. Hier haben wir auch 4 Jahre lang einen Bärenmarkt gehabt, von 2007 bis jetzt zum Q4 2011. Und seither haben wir dort eigentlich relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Und wir haben auch da in den Sektorindizes teilweise sehr schöne Bodenbildungsprozesse abgeschlossen. Und wir sind der Ansicht, dass hier zumindest in diesen Werten auch eine weitere Outperformance dann über die nächsten Monate zu erwarten ist. Armin Kremser ist technischer Analyst bei der DZ Bank. Vielen Dank, Herr Kremser, für Ihre Information. Sehr gerne. Meine Damen und Herren, zum Abschluss der Sendung hier nochmal die wichtigsten Themen. Vorsicht beim DAX, da ist nicht mehr mit großen Kurszuwächsen zu rechnen. Ausblick, DAX, Luft wird dünn. Und Branchencheck, Vorsicht, Autosektor scheint überhitzt. Das war INITEO TV für diese Woche, um ganz genau zu sein, ein technische Analyse Spezial. Bis nächste Woche, handeln Sie umsichtig. Ihr Derivateportal eniteo.de präsentierte Ihnen ENITEO TV.